ein kleines Spiel. Uns dunkt bei uns im Deville Autorenstübli, dass Hazel ein bisschen auf der Suche ist. Du versuchst auf der Bühne, du machst ganz gut auf der Bühne, kann man sagen. Aber du hast auch ein YouTube-Format, das ausgezeichnet läuft. Eben die Music Awards werden moderiert. Du trittst bei der Heute-Show auf. Und wir denken, dass du eigentlich alles machst für Geld. Wir hätten hier innen ein paar Vorschläge und du sagst einfach, ob du das machen würdest und was der Preis in Schweizer Franken wäre, dass du es machen würdest. Ja? Ja. Also, ich mische ganz schnell. Das Spiel übrigens, muss ich noch sagen, oder Kapi? Das Spiel heisst Lotto or Not. So, Hazel, zieh doch mal ein Ding und gib mir das Bällerli. So. Also, ja, das ist simpel. Hazel, würdest du nach Olten ziehen? Ja. Also, ich finde, ein Ort ist immer so gut, wie man schnell wieder davon weg ist. Und Olten ist sehr gut abgebunden. Und man darf ja auch sagen, dass schon Köln ist ja ein bisschen das deutsche Olten, oder? Ja, das absolut. Ist so. Also, gut. Nimm noch eins. Ach, jetzt ist so schönes Zeug drin. Das neue Gesicht, oh ja, das ist schön. Würdest du das neue Gesicht sein auf der Kinderschokoladenriegel? Nein, nie. Wieso nicht? Aus welchem Grund nicht? Ich glaube, das würde mich einfach mega alt aussehen lassen, oder? Wenn ich neben diesen ganzen hotten 11-Jährigen da posieren würde. Hört, sagt die 17-Jährige. Gut, also. Nehmen wir doch den. Willst du schnell anlängen, einfach, dass er deinen Taste hat? Das wird schon mega, das ist mega viel. Kannst du auch wegschmeißen. Aha, du trittst ab jetzt unter dem unter dem Künstlernamen Basil Hooker auf. So, wer schreibt das? Ich habe das. Basil Hooker, finde ich. Würdest du das machen? Also, gibt es eine Option, würdest du dir einen Künstlernamen zulegen, irgendwann, wenn du findest, nein, ich bin jetzt bekannt? Ich kann mir nur vorstellen, wenn ich heirate, dass ich dann einfach einen neuen Namen habe. Also wenn ich dich heirate, dann würde ich zum Beispiel Dominik Brucker heißen. Ja. Dann die Sendung Schawinski moderieren. Aber sie würde weiter Schawinski heißen. Ja, ich würde sie sogar nur dann moderieren. Aber dann müsste der Schawinski immer während ich moderiere unter dem Tisch sitzen und mir so Knie streicheln. Der Schawinski müsste der Tisch selber sein. Ja. Würdest du dich vom Giacobolo adoptieren? Boah, das hast du eigentlich schon hinter dir. Ja. Wir müssen noch so, es gibt doch so Geburtstraumata-Therapien, weißt, wo du dann, wenn du Kaiserschnitt bist, dann wirst du noch mal durch so ein Loch gedrückt, damit du so noch mal, das müsste er noch mit mir machen, dann wäre es offiziell. Aber lassen wir den Jacob auf der Seite, man soll nicht über Tote schlecht reden. So. Oder auch noch etwas verwechseln. Du meinst, man sollte nicht auf Leute rumtrampeln, die schon am Boden liegen? Auf alte Leute, okay, die am Boden liegen. Auf alte Leute mit grossen Ohren. Darf man nicht. Auf alte Leute mit grossen Ohren, die hässlich sind, sollte man nicht. Ja, genau, so geht der Spruch. Auf alte, impotente Leute. Ja, Entschuldigung. Ja, so, gut. Ja. Die neue Stimme von Siri. Lieber Dominik, das können wir gerne tun. Aber ich wäre noch lieber die Stimme in den SBB-Zügen. Das wäre auch schön. Ich glaube, viele würden sich auch wünschen, dass du mich synchronisierst. Das wäre vielleicht... Wäre schön. Wäre schön. Wäre schön. Ja, schön. Jurorin von der West... Aha, willst du... Ja, ich habe gedacht, du bewegst jetzt nur deine Lippen. Aber ja, dann merkt man, dass wir treten zu wenig oft zusammen auf. Also okay. für dich zu wenig oft, für mich wir zu viel. Ich weiß. Alles gut. Das ist schön, wenn man so eine Tausigerhalle füllt, das ist schön. Aber unter 350'000 tritt ich gar nicht auf. Jurorin der Westminster Hundeshow. Sofort im Fall. Ich bin ein riesen Hundefan. Ich liebe die Westminster Hundeshow auch. Also ich kenne sie nur, weil ich mal so ein Doku darüber gesehen habe, dass jemand zum ersten Mal LSD genommen hat und dann an die Hundeshow gegangen ist. Aha. Und es war so geil gewesen. Die Doku ist so... Also, du hast dann auch selber ausprobiert? Ich würde das auf LSD würde ich das moderieren.
das wäre so... Oh. Man sagt ja, dass du deinen ersten Auftritt wirklich unter Drogen absolviert hast und deswegen bist du so bekannt worden, weil das einfach etwas total Neues war in der Schweiz. Ja, nein, das Publikum hat Drogen genommen. Also es ist so, ich habe dort die ersten 10 Auftritte eng mit Novartis zusammengearbeitet und sie haben ein neues klinisches Mikro-MDMA, Microdosing, haben sie gemacht und dann haben sie einfach sehr positive Assoziationen mit meinem Humor gehabt. Okay. Machen wir noch eine politsatirische Frage. Ja, gerne, aber jetzt noch kurz einfach eine organisatorische Frage. Das wird ja nicht mehr aufgezeichnet, oder? Wir zeichnen alles auf. Kann man Ach so, laufen? okay. Ja, nein, ist gut. Ist gut? Ja, ist gut. Also gib dir Ich noch habe mal nur Mühe. gedacht, weil ich dann auch bald heimgehen. Aber Ja. Aber dein Vertrag ist anders. Und draussen wartet ja noch das Auto. Mit der Ragusa und dem Pete Weber. Von dem her. Nein, wir haben nachher noch eine tolle Party hier oben in 80 Jahren. Also ja, bei dich, Oldies Party. Mega cool, komme ich sicher sehr gerne her. Für dich ist eigentlich Depeche Mode wie für mich Elvis entfernt. Ja. Oder? Ja. Also Elvis, kennst du? Ja. Okay. Jetzt kommt die politsatirische Frage. Das ist eine mega Polizei. Ständerätin für 4 Jahre. Niemals. Wäre ich niemals. Ist denn in die Politik gekommen, wie es jetzt unser Kollege Nico Semsrott gemacht hat? Nein. Also im EU-Parlament finde ich es irgendwie noch ganz nett so, weil das ist wie ein Kreuzfahrtschiff. Und du weißt so, es ist eigentlich egal, was du machst. Also er hat, glaube ich, 0,13%. Nein, 0,013%, wenn er Ja oder Nein stimmt. Also du sehnst dich nach Sinnlosigkeit in deinem Leben? Ja, ich finde schon, also fest angestellte Sinnlosigkeit, das ist doch so der Schweizer Traum, oder? Das ist... I live it! Gut, also, das war schön gewesen. Ich glaube, besser wird es heute nicht mehr. Nein. Ausser, du wolltest noch einen dreckigen Witz erzählen. Für meinen Vater. Ja? Bitte in die Kamera. Nein, was du noch könntest, du könntest noch machen das als Material. Du weißt ja, dass du... Aufhören, oder? Nein, ja, wenn sie schon da ist. Jetzt haben wir so lange gekämpft. Wir machen jetzt das über mehrere Staffeln. Genau. Ich ziehe mich jetzt noch um. Wir reden auch über Sachen, die wir gar nicht wissen, ob sie passieren. So mega Nein, vage. ich finde, du bist ein bisschen wie... Kennst du Nirvana? Ja, kennst du Nirvana. Ja. Du bist ein bisschen wie Nirvana. Also ich werde nächstes Jahr 27 und schieße mir mit einer Shotgun ins Gesicht. Was willst du? Was? Okay. Das macht total Sinn. Ja. Ja. Und ganz viele Comedians werden froh sein. Ja. Weil du hast ja wirklich vielen den Job weg. Also ich muss es so sagen, ich habe jetzt aus einer nicht wahnsinnig alten, aber älteren Generation übertreten. Du bist ein bisschen wie Nirvana in die Comedy-Szene gekommen. Vorher war die Comedy-Szene Schweiz Heavy Metal, Hair Metal. Ja? Es ist eine fröhliche Sause, alle haben sich lustige Perücken angelegt. Du bist der Leadsänger Ich bin der Leadsänger. gewesen. Gitarre hat man geschwungen, hat lustige Liedli. Und dann kommt Hazel Brucker, einfach macht einen Latsch mit fettigen Haaren. Steht... Also dazu mal noch. Ja, dazu mal noch. nein, ja, Oder? klar, Dazu mal noch, ja. mittlerweile. Also, steht vor der Kamera, macht dreckige, absurde Jokes über Föten und räumt alle Preise und alle Zuschauer ab. Das haben dir viele, viele übel genommen. Ja. Du hast die Comedy-Szene, unsere lustige, schöne Kleinkunstszene, so kaputt gemacht. Du könntest dich hier in die Kamera entschuldigen. Bei all diesen vielen verzweifelten Leuten, die jetzt noch in den Gemeindebühnen und Geburtstagen auftreten, wo früher das Zelt gefüllt haben. Ja? Ja, wo jetzt bei Kindergeburtstagen und Tierbeerdigungen noch so etwas Lustiges umschwingen. Genau. Soll ich das jetzt wirklich machen? Genau. Also eigentlich kannst du dich auch bei mir entschuldigen. Okay. Ja. Lieber Dominik, Ja. es tut mir leid, dass mein erfrischende und auch irgendwie unweibliche, aber dennoch spannend weibliche Auftreten paart mit meiner kuriosen Sicht auf die Sachen, dass sie dann bloßgelegt hat, wie absolut uninspiriert dieses Material war. Ja. Cheers. Das sind harte Schlussworte. Nichts Neues, habe ich schon viel gehört, aber wenn es ein 12-Jähriger sagt, ist es natürlich bitter. Ich sage, wir gehen jetzt an die Party rauf. Zuerst
geben wir uns noch Ohrfeigen hinter der Bühne. Auf das stehen wir ja. Zuerst verabschiede ich aber, haben Kameraleute genug Material? Können wir eine Stunde füllen oder so? Gut, das können wir machen. Der Rest kommt auf DVD. Super. Wo wir dann werden unser kleines unser kleines Budget. Oder das Geldbuffet. Da siehst du, das ist nämlich unser Lohn. Gut gemacht, Dominik, jetzt haben wir dahinter als Buffet. Ja.